Herzlich willkommen miteinander zu einer weiteren Folge. Die Guido hat nicht. Wir müssen wirklich mal die Kette machen. Ja, also, wirklich. Fatal. Ja, scheiß drauf. Also, herzlich willkommen miteinander zu einer weiteren Folge Schweizerdeutsch. Turbulenter Start hier. Voll. Wir sind wieder da. Der Niklas und der Rico. Für die Audio-Podcast-Zuhörer, ihr habt ja vielleicht mal gesehen, dass wir ein Schild haben beim Guido. Weil er heisst Guido. Ja, und das hat der Niklas ganz sehr aggressiv weggefustet. Ja, es hebt nicht mehr. Wir brauchen da mal etwas anderes. Ja. Alter, was geschickt. Ja. Ja, wir sind wieder back. Rico, wie geht's? Alter. Was geschickt des Todes. Scheiße. Oh Mann, Mir geht's gut. Vor einem Monoton geredet haben, so voll easy, aber wenn ich mit der Stimme aufgehe. Alter, Das ist krass. Scheiße. Ich spüre das gerade echt nicht. Das ist gerade echt wirklich so. Boah. Du kannst mir mal gerade erzählen, von wo das allenfalls kommt. Die Stimme. Also, Niklas ist gestern mit der Liv, Nina und dem Joris und dem Nico am Frühlingsfest in Seewe gewesen. Ja. Und was ist da gelaufen? Schlager. Und der ist der Honk. Aha. Und Niklas hat das Bild mit Honk. Für die Leute, die Honk nicht kennen, ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche. Also er hat mit Easy Glück zusammen ein Lied gemacht. Ja, und natürlich war Niklas erste Reihe gewesen. Wahrscheinlich gibt es irgendwann hure viele Bilder auf Instagram vom Frühlingsfest und so, wo der Joris, Nina, Liv und ich, Voll am Abgasen. voll Nico auch. Ja, wir haben da voll mitgemacht. Alter, aber gestern zu Liv habe ich schon gesagt, ey, deine Stimme ist weg. Vor allem, wir haben das 2 Stunden durchgelernt, oder? Ja. Weil nachher ist er noch weitergegangen mit, Ja, klar. mit jedem Mallehetz, mit Laila, mit Ich schwanke noch, mit allem. Alter. Ja, aber es war lustig. Wie dir? Ja, ich bin gestern daheim gewesen. Ich habe gestern gechillt. Ich habe Pizza gegessen gestern. Das ist geil. Margarita. Auf jeden Fall. Wo hast du Pizza gegessen? Selber gemacht. Geil. Also mit der Fam so, weißt du. Geil, Ja, ich habe geil. gestern einfach gechillt. Ja. Auch gut. Weil Schlager ist nicht so mies. Ja, gut, glaube ich. Ja, gut, also, ja, wir wissen es. Es ist nicht so dies, sondern es ist nicht dies. Es ist nicht mies, nein. Ja. Und darum habe ich gedacht, ich lasse euch den Spaß. Ja, am Morgen sind wir aber noch irgendwo anders gewesen. Am Morgen sind wir noch in Friedrichshafen gewesen. Ja. Erstmal sind wir 2,5 Stunden angefahren, wegen Stau und so Zeug. Eigentlich Haben die so lang gebraucht? Eigentlich geht es 9 Stunden 50, aber Ja. es hat verdammt gestaut. Dort war ein Tuning-Mess gewesen. Auch nicht so dies. Auch nicht so mies, nein. Dort sind einfach, ja, ganz viele Autos gewesen, wo Leute, also Privatfahrzeuge, glaube ich, sind das gewesen, wo einfach tuned sind. Es hat einen tuned Tesla gegeben. Schon. Und nur einen hat Wie es gegeben. klingt man Tesla? Ja, einfach vom Aussehen her. Also es Aha. hat einen Heckspoiler und so voll, es ist einfach breiter Einfach so gemacht. modifiziert in dem Sinne. Ja, der ganze Innenraum ist einfach rausgenommen worden und Schalensitz rein und alles. Alcantara-Lenkrad, so Zeug. Ja, aber ich glaube, Tunen. Gut, in dem Sinn, du tunst ihn ja trotzdem, Ja. weil also, du machst ihn schneller, indem du einfach alles rausbaust, dann ist er leichter. Ja, klar. Viel leichter. Klar. Also wenn du reingeschaut hast, eigentlich war das so ein Blechbüchse gewesen. Kein Stoff, nichts. Also wenn du dort drin hockst und mit dem fahrst, das ist wahrscheinlich lauter als in meinem Auto. Ja. Aber nein, natürlich, es hat mega viele BMWs gegeben. Es hat einen M3 Touring in Pink gegeben, matt foliert. Hast du gesehen in der Story? Ich glaube schon, ja. Alter, ich bin da vorgestanden und also dachte, boah. Also klar, Pink ist eine spezielle Farbe, aber er hat hure geil ausgesehen. Weil er hat halt auch gelbe Scheinwerfer gehabt. Das hat so, ja, kein Bild jetzt, aber das war brutal gewesen. Ja. Ich habe zu der Liv gesagt, die sind ja auch dabei gewesen. Ich brauchte irgendwann. Ja. Ja. Ja, und dann sind wir noch grillieren, dann hatte ich Schlagerparty bis am Morgen um 3. Darum sehe ich jetzt auch so aus. Ich bin eigentlich gerade heimgekommen. Darum kann ich nicht. Ich war fahren gewesen. Bin gerade heimgekommen. Habe noch hier noch Sachen eingesteckt für den Podcast, dass das alles Strom heute hat. Habe vielleicht, wann bin ich daheim gewesen? 4 Uhr. Bin ich so 4:30 Uhr pennen. Um 9:30 Uhr haben wir abgemacht. Mir geht so beschissen.
Dir geht es schon gut. Mir geht schon gut. Also beschissen geht es mir nicht, ich bin einfach müde und die Stimme ist ein bisschen am Arsch. Ja. Und vielleicht ist die Frisur auch nicht da, aber I don't Ja, care. egal. I don't Ist care. Sonntag. Jogginghose, ein dicker Pulli, einfach chillen. Obwohl ich nachher noch weg muss. Egal. Kommt schon. Kommt schon. Ich muss einfach was erzählen. Erzähl. Ja, ich weiß es gerade nicht. Was haben wir sonst noch die Woche gemacht? Mann! Das wäre eine lustige Folge werden. Oh Mann, ey. Okay. Warte, vielleicht für die Leute. Ich muss schnell das Bild zeigen mit Honk. Das Selfie ist halt schon wild. Hast du deine Story gehabt? Einfach meine Privat. Das ist Honk. Geiles Sieg. Ja, dann habe ich noch tanzen gelernt. Schon? Mhm. Was hast du getanzt? Disco Fox. Disco Fox. Disco Fox. Mit Joris zuerst angefangen. Also zuerst hat das Lied von Nina vorgezeigt. Aha. Weil die können ja voll gut tanzen. Ja. Dann habe ich es mit Joris probiert. Das haben wir dann überhaupt nicht angebracht. Dann habe ich es mit der Nina gemacht. Aha. Und beim Disco Fox gibt es ja den Mann, oder? Wo die Frau nachher so drillt, oder? Right, ja. Das war Nina in dem Fall und ich bin nachher der, der gedrillt worden ist. Mit Nina Ist das gesagt, gegangen? ja, Ja. nein, vielleicht. Also mit einem lustigen Pegel, ja, für mich als Nüchtern. nüchterner, nein. Ja, aber es war lustig. Ja. Lustig. Aber ich kann es immer noch nicht. Übung macht am meisten. Ich muss bis Juni parat sein für die Rutschbahn. Dort ist das Gang und Schon? Dort unten ist das Gang und Disco Fox. Disco Fox tanzen. Da weißt du jetzt, du hast Tanzkurs. Schweizerdeutsch Tanzkurs. Wollen wir immer noch machen. Oh, weißt du, wie krass das? Ich habe gestern Alter. wieder... Nina hat mir gestern wieder ein paar so Schritte erzählt. Der Josi hat das verdammt gut können. Schon? Ich sage dir immer, der Heugumper. Aha. Weißt du, das mit dem... Was Nina immer macht. Sturdy. Ja, ich glaube, ist es der... Ja. Ja. Hätte der Josi sofort können. Schon? Das war krass. Junge Galopp, ey. Ja. Ähm, Vollbluttänzer ist er. voll. Was ging die Woche, Rico? Ja, ich kann es gerne Die Woche ist viel erzählen. passiert eigentlich. Die Woche ist viel passiert. Ich fange mal am Anfang an. Am Dienstag haben wir glaube ich, etwas zusammen gemacht. Wir waren im Freiraum. Ein bisschen geredet, ein getagt, ein bisschen dieses und jenes. Halt einfach ein bisschen unter Kollegen. Ein bisschen. Das war voll easy. Gewesen. Dann... Wenn das Armbändchen bekommen. Stimmt. Das Habascha-Armbändchen. Das Hawaschen-Armbändchen. Nina und Liv haben das gemacht, so, dass wir so als Truppe alles Armband haben. Ich habe es jetzt nicht an. I'm sorry, ihr schaut den Podcast eh nie. Das ist alles falsch, gell? Oder? Ja, wirklich. Alter. Aber ich kann es halt beim Arbeiten nicht anhaben, das ist so ein bisschen das Ding. Ja. Und ja gut, gestern ist Ja. Ja, Und am Donnerstag sind wir als Teil der Creator-Konzert. ey, Mittwoch sind wir noch Pedalo fahren. Stimmt, wir sind noch Pedalo fahren. Du hast hallo. recht, stimmt. Das ist ja lustig. Dann Ey, haben wir das noch ist so geil Butterchicken gewesen. essen. Das war so gut. Gewesen. Mittwochabend war wirklich mega geil. Gewesen. Voll. Vor allem, es war hure warm. Gewesen. 25, 22 Grad in Zürich. Du hast richtig können sündeln. Bis am Abend eigentlich noch voll Sonne, bis Ja. am 9 Uhr. So voll crazy gewesen. Voll geil Das war gewesen. richtig geil. Gewesen. Und daneben, Haben wir noch Uno gespielt. ja, und das Butter Chicken im Seal City. Puh, Ich habe krass sehr, gefunden. sehr geil. Ich habe aber Butter Chicken auch voll orange in Erinnerung. Und das war einfach rot. Gewesen, aber Ja. trotzdem ist das brutal gewesen, so. Wir haben das doch mal gegessen am Flughafen, weißt du noch? Ja, aber es ist nicht mein bestes Butter Chicken, das ich hatte am Flughafen. Also würde ich sogar sagen, das vom Seal City ist sogar besser. Würde ich sagen. Klar, es ist teurer, aber besser. Das beste Butter Chicken, das ich bis jetzt hatte, ist wirklich bei einem... In Bern war das gewesen, mit dem Sei. Wo war das gewesen? Beim Bundeshaus, gerade dort an der Ecke. Das heisst irgendwie Namaste India oder so. Okay. Da weiss ich noch, sind wir zu vierten gewesen. Und die Familie essen ja gerne scharf. Ja. Und sie so, hey, das härteste Scharf rein, oder? Und ich so, ja, Du auch, oder? nein, ich so mild. Ja. Die Kellner haben das einfach vertauscht. Ich habe nachher Schafe bekommen, die haben es milde bekommen. Ich bin gestorben.
Aber trotzdem war es schon geil gewesen. Okay, Namaste India. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch gibt. Ich meine, es gibt es nicht mehr, aber wenn ihr mal auf Bern geht, Namaste India empfehle ich. Ist super Laden. Der Chicken ist wirklich mega Es sind geil. zwar nur Inder, die dort arbeiten, also die können kein Deutsch, aber Egal. Englisch regelt. Ja, Donnerstag sind wir. Tyler-Konzert. Oh je. Du bist verdammt spontan mitgekommen. Es ist sowieso so ein Tag gewesen, so, eigentlich bin ich so voll am Acker gewesen. Dann schrieben wir so Liv am Mittag, hey Niklas, wir haben noch Tickets. Ich hatte eigentlich verrückt, ich jetzt einfach mal, willst du mitkommen? Ich so, ja, wie teuer? Ja, und Huni. Ja, komm. Ja, komm. Dann ich so am Durchschauen, was für Lieder ich von Tyler kann. Also ich dachte, ich kenne keins. Dann ich so, ja gut, dann muss ich die Lieder jetzt halt ein bisschen hören, um ein bisschen in die Stimmung zu kommen. Am Nachmittag AirPods rein, da während dem Arbeiten. Plötzlich höre ich so das Intro von Sticky. Ich so, nein, das ist von Tyler, ich habe das nicht gecheckt. Sticky, wie soll man das beschreiben? Das hat ja auch so in unserer Freundesgruppe das so eine kleine Bedeutung, das Lied. Oder von wo ist das eigentlich gekommen, das Lied? Ja, das ist letztes Jahr rausgekommen. Auf dem neuen Album von Tyler. Und keine Ahnung, wir sind ja mal der Fasnacht. Chromocopia. Richtig Chromocopia. Boah, kann ich. Hey, Ja, siehst du, so jetzt hast du mich gerade proud gemacht im Fall. Weißt du? Ja. Ich war an der Chromocopia-Tour in Zürich. Ja, da denkt einer mit. Lil Yachty ist uns vorbeigelaufen und die haben sogar einen Handshake mit dem Wie heisst er? Lil Yachty. Yachty. Ja, ist wieder scheißegal, aber der heisst doch so. Liliachti. Lil Yachty, oder? Liliadi. Du musst das Englisch aussprechen, Mann. Lil Yachty ist doch viel lustiger. Ja, ist dann schon lustiger. Ist schon besser. Liliachti. Nein, es ist auf dem neuen Album Chromocopia drauf. Und kann ich, wir sind mal der Fasnacht gewesen. Also einfach so umeinander. Stimmt, wenn ich den Vlog nicht kenne, schaue ich. Wenn ich den Vlog nicht kenne, schaue ich bei ihm vorbei. Ja, ich habe so einen YouTube-Vlog gemacht. Random Files Vlog. Ja, genau. Das muss man wieder machen, wirklich, das fehlt. So etwas fehlt in unserer Gruppe. Ist gut. So Random Files Vlog. Das ist gut. Ich habe einfach mal die Kamera rausgenommen und einfach ein bisschen gefilmt. Und habe das zusammengestellt und einen Vlog daraus gemacht. Und dann irgendwie ist mir das Lied nachgelaufen, oder uns in der Gruppe. Wir hatten das Mikrofon von der Nina dabei gehabt, weißt Ah, du? scheiße. Weißt du, das Karaoke-Mikrofon? Ja, wo du mit Bluetooth kannst verbinden. Ja, und dann haben wir Lieder abgeladen und dann ist irgendwie ein Sticky rausgekommen. Wir haben es alle voll gefühlt und dann hat Nina so gesagt, ja, jetzt gehen Sticky. Ja, hier ist Hello, hier ist Nina Karen und es geht in Sticky. Ich bin Nina Karen und es geht Das ist, Sticky oder jetzt so. das ist jetzt ihre Nationalhymne. Und das habe ich dann als Intro genommen im Vlog. Alter. Vielleicht kannst du es ja einblenden. Ich weiß nicht, ob es geht, wahrscheinlich nicht, aber... Das Lied. Nein, einfach das Intro. Ja, nein, komm, scheiss drauf, wegen Videopodcast ist schon. Ja. Podcast mache ich ja immer uncut eigentlich. Ja. So. Und dann... Ja, so ist das so ein bisschen ein Running Gag geworden. Das ist das Theme-Lied von der Nina. Ja, voll. Ja. Theme-Lied ist gut gesagt, nicht Nationalhymne. Nationalhymne. Ja, deine Meinung zum Tyler-Konzert? Hey, 10 von 10, wirklich no cap. Es war wirklich krank gewesen. Vor allem Joe, also das war wirklich krank gewesen. Mit dem Bühnenbild und all dem Zeug und der Performance an und für sich. Hast du sogar gesagt, nach dem Konzert, das war wirklich geil gewesen. Ja, also aber ich bleibe dabei, es ist nicht meine Musik. Ich kann, aber Sticky ist das Einzige, was ich kennt habe. Ich muss, sorry, wenn ich das sage, aber ich habe ehrlich gesagt jede 5 Minuten auf die Uhr geschaut, wenn das Konzert fertig ist. Weil es ist schon hure anstrengend. Vor allem, du stehst dort seit dem 6 Uhr quasi dort voll in der Crowd drin und du kannst halt einfach nicht voll mitweiben, weil du keinen Text kannst. Ja. Hätte ich wenigstens irgendeinen Text können, bei Sticky easy. Oder? Weil das ist die Hymne von der Nina. Easy. Aber so, steh mal, vor allem es war hure gedrängelt, habe ich das Gefühl gehabt auch. Schon? Also wo ich war, war es hure gedrängelt. Okay. Also ich habe mich teilweise mega unwohl gefühlt eigentlich. Also unwohl, einfach so, ja. Vielleicht ist es auch nicht normal, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber ich habe jede 5 Minuten auf die Uhr geschaut und denke, Alter, wann ist das vorbei? Wann habe ich endlich wieder so Freiheit so um mich herum? Weil ich stehe mal wirklich die ganze Zeit an einem Punkt. Ja. Vielleicht, wenn wir in ein Ding reingegangen, in ein Moshpit reingegangen wären, wäre es vielleicht für mich besser gewesen, weil dann hätte ich etwas zu tun. Aber ich kann nicht in ein Moshpit. Aus einem Grund, ich kann die Liv nicht alleine lassen. Ja.
Keine Ahnung, ob wir die nachher wieder finden, weil die ist 1,50. Sorry, Liv. Und zweitens, ja, Moshpit machen wir dann mit dem Ton Oliver-Konzert. Tom Oliver, ja, ist gut. Dort kann ich auch kein Lied, Mann. Ich komme auch einfach mit, weil lustig. Aber egal, das kommt gut, das kommt gut. Kann ich ein Lied vom Don? Ich glaube nicht. Ich hätte mich jetzt voll vorbereiten können, aber nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht schon mal gehört. Ja. Aber ich habe euch auch schon mal gesagt, ihr habt die ganze Zeit gesagt, ich kann das Lied kennst. So, hey, alles, was im Auto ablehnt, wo ich nicht kenne oder nicht meine Musik ist, da höre ich gar nicht zu, was die eigentlich rappen. Ist mir eigentlich so egal. Wirklich. Also, nicht falsch verstehen. Alles gut, ja, nein, alles easy. Wie die Voice Cracks. Nicht falsch verstehen, ich höre jetzt. Mich juckt es nicht, wenn ich im Auto bin, aber ich habe dann nicht erwartet, dass ich es dann sofort kenne. Ja, nein, alles gut. Außer ihr probiert mit mir abzugehen im Auto, dann klar. Aber ich habe dann wie keine Aufmerksamkeit auf das. Show aber, ja. Show muss ich echt sagen. Wahrscheinlich das Konzert, wo ich von der Show her am meisten gefühlt habe. So, nur schon das mit der Kamera, also mich hat halt Technik fasziniert wie immer. Die haben 2 so Gimbal-Kameras gehabt, wo die ganze Zeit die Rapper eigentlich getrackt haben. Und die Quali ist halt gewesen. Und die Monitore sind halt OLED gewesen. Weißt du, was OLED ist? Ja. Das ist ja, wenn... Das ist kein OLED-Fernsehen, das ist ein normaler LED-Fernsehen. Wegen der schwarzen Pixel. Du kannst, OLED ist, jeder Pixel ist selbstleuchtend. Ja. Heisst, wenn jetzt da schwarz angezeigt wird, dann wird der Pixel einfach ausgeschaltet und dann leuchtet er nicht. Spart erstens Strom und zweitens, das Bild sieht viel stärker aus. Ja. Das Problem ist dann einfach, du hast Einbrenngefahr, wenn du die ganze Zeit ein Bild hast. So. Ja. Das merkst du auch bei den iPhones. Bei den neueren nicht mehr so, bei den ersten iPhones mit OLED. Wenn du mal hier oben dran so runtergeswiped hast, dann hast du hier oben so einen leichten Einbrennabdruck vom Akku gesehen. Weil dort wird Akku wird ja immer angezeigt. Ja, klar. Oder? Und ja, wie? Moment. Nein, das siehst du nicht. Nein, wahrscheinlich bei denen nicht, nein. iPhone 16 alt. Alter, iPhone X, das ist auch schon 6 Jahre her. Oder? 6 Jahre? Seit iPhone X? Ja, fuck. Crazy. Ja. Nein, nur schon das Zeug oder halt eben vor allem das mit dem Album habe ich richtig geil gefunden. Ja, wenn du dort Vinyls... Er ist so voll in der mittleren Stage gewesen. Sorry, falls ich spoilere, aber juckt mich nicht. Er ist so voll, es ist wie so Wohnzimmer-Vibe, hat das so geil in der Mitte. Also von der Kameraaufnahme halt einfach. Ja. Also es war ja so eingerichtet gewesen. Ja, wie ein Wohnzimmer einem Stuhl, mit einem Sofa, mit einem Plattenspieler in der Mitte. Und dann ist er so durch die Boxen durchgekommen und dann immer, wenn er so das Album rausgezogen hat, das ganze Stadion so, wow, shit. Schon geil gewesen. Ja, schon geil das ist schon verdammt gut gemacht, also, habe ich auch gefunden. Also ich sage, das und Apache. Joe plus Apache. Das wäre dies. Das wäre wahrscheinlich meins. Ja. Das wäre wahrscheinlich so. Oder vielleicht Honk. Der holt den Delfin raus. Nein. Hey, schon 10 von 10 Künstler, ja, sorry. Das ist halt nicht dies. Sagen wie Cardi 3,5. Jeder hat halt einen anderen Geschmack. Ist also, völlig fair. Nein, 3,5 würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, es ist besser als Cardi. Würde ich definitiv mitgehen. Definitiv. Trotzdem nur 5,5. Egal. Ja. Ja, Zu dem. das zum Konzert, aber ich würde sehr wieder mitkommen. Einfach so Lustiges. Auch wenn ich jetzt dort nur rumgestanden bin. Ja. Ja, was war sonst noch gewesen? Freitag haben wir nichts gemacht. Dort bin ich daheim gewesen. Ja, ich auch. Samstag haben wir erzählt. Ja. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Rico, was machen wir? Was haben wir heute geplant im Podcast? Ja, also wir haben dort eine Art so ein Thema mitgebracht. Also mitgebracht ist vielleicht das falsche Wort. Wir haben vorhin über das geredet. Und dann haben wir gesagt, ey, das wäre vielleicht eigentlich noch spannend, wenn wir das im Podcast könnten bereden, weil wir sind halt eben hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, darüber am Reden sind, dann ja, haben wir uns so gedacht, boah, das könnte man eigentlich erzählen. Ja. Ja. Genau. Erzähl mal. Also, wir haben so gewisse Leute,
die uns Hate-Kommentare schreiben. So. Also zumindest mal jemand. Ja, jemand. Also, es ist jetzt voll deep. Wirklich voll deep. Aber es ist es eigentlich gar nicht. Es ist It's einfach not so. that deep, Es ist nicht, wir wollen jetzt nicht die Leute fronten und sagen, ey, yo, selber, du bist selber so oder so. Sondern wir wollen allgemein einfach das Thema Hate mal besprechen. Nicht Richtig. Thema Podcast-Hate, sondern Thema allgemein, Im Allgemeinen. wie vielleicht Creator heutzutage mit Hate umgehen. Was so ein bisschen Gefahren sind, was könnte passieren, so was in dir könnte auslösen, wenn es kurz darüber diskutiert. So nach 2 Minuten haben wir gedacht, Alter, das ist voll Gesprächsstoff, das müssen wir jetzt einfach machen. Ja, genau. Wir haben eigentlich etwas ganz anderes geplant gehabt. Aber das ist jetzt einfach zu spannend gewesen, darum. Wir haben das Reel gehabt, auf TikTok und auch auf Instagram, wo es über das Frauenfeld-Line abgegangen ist. Ja. Und Das ist voll ab. Also, also das ist eigentlich unser, von den Views her das meistgeschauteste Reel. Das, auf Insta hat es glaube ich über 30'000. und auf TikTok 20. Ja, Okay. 20 Ich glaube, auf Insta Aufrufe. irgendwie 35'000 oder so. Aber das ist schon Ja. krass, oder? Für unsere Verhältnisse ist das krass. Instagram-Kommentare sind nicht so viel gewesen. Ich glaube sogar gar keine. Oder so. Wenig. Ich weiß nicht, mehr auf TikTok. TikTok mehr, aber TikTok ist halt auch einfach, zu dem komme ich nachher. TikTok ist halt einfach ein bisschen, auch so ein bisschen, sagen wir mal, die aggressivere Plattform, wenn es um Dinge zu machen. Aber sagen wir es mal so, es sind so Kommentare reingekommen, wie zum Beispiel, ey, letztes Jahr war viel schlimmer gewesen, was hatet ihr eigentlich so, oder? Und Ja. in dem Sinne, ich habe mir das Reel dann nochmal angeschaut und habe mir so gedacht, eigentlich tun wir gar nicht darüber haten, wir tun einfach diskutieren, dass es jetzt ganz anders ist. So, also wir haben ja nicht gesagt, dass Frauenfeld-Line-Up ist scheiße. Definitiv nicht. Es ist sicher für jeden etwas dabei. Also für gewisse Leute, die, sagen wir mal, nicht als Frau wollen wollen. Es ist einfach anders, als man es gewohnt ist. Ja, Oder? Drum. Aber wir wollen uns jetzt nicht rechtfertigen wegen dem Kommentar, sondern einfach, wir wollen allgemein über den Hate reden. Ja, fang du mal an irgendwie. ja, also. Aber wie gesagt, wir haben vorhin darüber geredet und dann sind wir nochmal so ein bisschen durch die Kommentare durchgegangen. Und dann ist zum Beispiel so ein Kommentar gewesen, irgendwie, nicht jeder sollte einen Podcast haben, oder? Da. Nein. Ist ja, jeder darf ja kommentieren, was er will, oder? Also, Ja, der Rico hat mich nachher gefragt, weil der Kommentar hat 77 Likes bekommen. es ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen weiter zurück. Ja. Also, das ist jetzt nicht etwas Aktuelles. Das kommt dann auch noch dazu. Ja, der Kommentar hat 77 Likes gehabt. Voll. Und dann An hat dem erkennst du dann auch immer wieder ein bisschen wie, also, teils Leute zu dem stehen oder wie die den Kommentar finden. Und ich habe also dann gefragt, ey, wo du das gelesen hast, hat dich das interessiert oder hast du über das nachgedacht oder so? Und dann, Und dann habe ich halt gesagt, im ersten Moment halt schon, ja, weil es sind 77, du dir mal einen Raum vorstellen mit 77 Leuten. Das sind schon ein paar. So. Auf der anderen Seite, du hast 20'000 Views gehabt auf TikTok. Das ist dann wieder ein ganz anderes Verhältnis. 20'000 Leute ist einfach alles Stadion. In dem Sinn, ja, in dem Sinn schon. wo das gesehen hat. Aber auf der anderen Seite, klar, ein View ist ja nur, zählt ja schon eine Sekunde oder 3 Sekunden, ich weiß nicht. Ich glaube, 1 Sekunde lange schon als View bei TikTok und bei Instagram. So, es gibt viele Leute, die das einfach wegswipen. Ja, Es ist einfach 20'000 Leute angezeigt worden, sagen wir es so. Klar, ich weiß nicht, gut, das können wir wahrscheinlich nachher schauen, wie viele Leute jetzt das Reel gesehen haben und wirklich angeschaut haben bis zum Schluss, können wir wahrscheinlich anschauen. Aber auch dann wird es wahrscheinlich so, sag ich mal, 3'000 von den Leuten werden es safe angeschaut haben. ja, ich denke schon einen prozentuellen 3'000 Teil. zu 70 ist immer noch verdammt wenig in dem Sinne. Ja, Oder? ja. Das muss halt einfach einem immer bewusst sein, wenn man so Hate-Kommentar liest. So, hey, das ist jetzt zwar so ein Hate-Kommentar, aber Ja, es gibt immer noch Leute, die jetzt nichts schreiben und die sehen es wahrscheinlich genau gleich, weil die liken es dann einfach. Weil meistens kommentieren tust du ja nur, wenn also das sage ich jetzt einfach, kommentieren tust du als Person nur, wenn du etwas anderes zu sagen hast. Klar, du kannst safe auch einen positiven Kommentar schreiben, aber das machen die wenigsten, weil die denken sich einfach, warum sollte ich mir da Mühe machen, irgendjemanden, den ich nicht kenne,
ein Like zu geben. Das ist doch viel, viel cooler für mich als Person. Hey, das ist nicht meine Meinung, ich unterstütze das nicht, Dislike. So, oder Hate kommt, weißt du, was ich meine? Ja. Die Intention, einen Kommentar zu schreiben, wenn du etwas hatest, ist viel höher, als wenn du einen Kommentar schreibst, der halt positiv ist. So. Also, dass du etwas machst. So. Ja. Ja, also es ist ja in dem Sinn, es ist ja kein krasser Hate in dem Sinn. Es ist nicht. einfach, aber es ist wirklich nicht so deep, aber wir haben jetzt uns einfach gedacht, ja, wir wollen mal ein bisschen darüber reden, einfach auch allgemein in dem Sinn. Weil Ja. es betrifft vielleicht auch andere Leute, die Also etwas im ganz Internet ehrlich, der machen. Kommentar juckt mich jetzt im Nachhinein so null. Nein. Also Soll er selber den Podcast machen? So, das ist ja auch eine Arbeit. Wenn ich mir Ja. Zeit und plane alles. Ich habe mir dann, was vielleicht geholfen hat, das habe ich dir vorher auch gesagt, aber am Anfang denkst du halt schon so, ja, shit. Aber ich denke mir immer so, wie könnte man den Satz jetzt erweitern? Ich habe mir dann so gesagt, ja, nicht jeder muss einen Podcast haben, wenn er auch nichts dafür gibt. Also weißt du, Ja. so. Aber jeder darf einen Podcast haben, wenn er wirklich eine Intention hat, so halt. Wenn er wirklich Energie in das reinsteckt. Ja, und probiert ein gutes Produkt, ich sage jetzt, Voll, ich zu machen meine, oder zu erstellen. ganz ehrlich, also ich möchte jetzt nicht fronten, aber gibt es in unserem Umfeld oder jetzt hier im Kanton Schweiz, ich kenne keinen Podcast in dem Sinn, wo so ein Studio jetzt hier, also klar, das Studio ist einfach ein Keller und so, ein bisschen Möbel aufgestellt, wie bei Johnny's Guns da, aber er hat was im Keller ein bisschen was aufgestellt. Also, einfach irgendetwas aufgestellt, klar, aber es sieht gut aus, die Qualität ist vorhanden, das Mikrofon, ja, kann man, ja, doch. Weißt du, so, Ja. denke ich mir immer so, Es braucht im Moment nicht mehr. es braucht jemanden mehr und es ist eigentlich schon sehr professionell. Wir haben einen FX3, wo als Kamera, wir haben 2 Softboxen, wir haben hier Akustik, Schaumpanel. Ja. Wir haben, sag ich mal, ja doch, kann man sagen, gute Möbel so in dem Sinn. So, wir haben uns da wirklich etwas überlegt, oder? Ja. Und das Konzept haben wir so, aber darum meine ich, vielleicht so, wenn du so einen Hate-Kommentar liest, das habe ich das nur als Beispiel genommen, probier den Hate-Kommentar für dich so zu nehmen, so als Satz, jo, wie könnte er gemeint sein? Warte, jetzt muss ich gerade überlegen, wie anders soll ich sagen. Aber dass du der einfach erweiterst mit etwas, wie es jetzt nicht ist, sondern wie es ist. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ja, nein, ich verstehe es schon. Ich kann vielleicht auch schon erzählen, wie es für mich war. Also ich habe den Kommentar natürlich auch gelesen, aber mich hat das, also es klingt vielleicht hure dumm, aber mich hat das so nicht gejuckt. Weil ich denke mir in dem Moment immer so, wenn das jemand kommentiert, ist es sein gutes Recht, das zu kommentieren, wenn er das findet. Soll er? Weißt du, mach dein Ding, weißt du? Ich habe Olivio seinen Kommentar drunter gefunden. Das ist krass. Aber er hat 0 Likes bekommen, gell? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, er hat 0 Likes bekommen. Könnt ihr selber nachschauen, für die es interessiert, was ich sagen das jetzt. Schau, das geht raus, Olivio, Kuss geht raus. Shoutouts, ja. Keine Ahnung, ich denke mir halt immer so, wenn es nicht eine konstruktive Kritik ist, wo man jetzt irgendwie sagt, ey, ich habe jetzt wirklich das und das nicht gut gefunden, achtet auf das oder das könnte euch weiterhelfen in dem Sinn, dann Das haben wir schon mal mit Livio Schau hier gewesen. Genau, das das haben wir schon genau mal- gleich. schon mal angesprochen. Und ich probiere mich dann in dem Moment einfach immer aufs Positive zu konzentrieren, weil wir haben zum Beispiel, auch gerade letztes Mal, also ein Insta-DM bekommen für jemanden, ich weiss, das hast du mir ja geschickt, Ja, voll, stimmt. auf jemanden, der unseren Podcast hört, der Schweizerdeutsch lernen will und uns, also ich weiss nicht mehr genau, was er geschrieben hat, aber irgendwie so Er ist Englisch, oder? Englisch, ja, Englische hat er geschrieben. Kommentar, ja. Und irgendwie so geschrieben, ey, ich weiss, ihr habt noch nicht so viele Zahlen oder eure Zahlen sind noch nicht so hoch, aber ich sehe, ihr gebt euch Mühe und es hilft mir beim Schweizerdeutsch lernen, wenn ich euch einen Podcast lasse. Voll. Das sind halt so Nachrichten, mich freut das extrem und ich denke dich auch, Mega. dass es Leute gibt, die das wirklich Ich habe mich mega gefreut. wertschätzen, was wir hier machen. Und das pusht dich dann auch. Ja, oder allgemein an all die Leute, klar, wir sehen Zahlen amix auf unserem Portal, wo wir sehen, wie viele Leute es hören. Aber es ist halt immer noch etwas anderes. Klar, wenn du siehst, irgendwie 50, 60 Leute haben die Folge jetzt gehört in dieser Woche. Aber wenn dann wirklich jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich habe die Folge gehört und dir zeigt, ey, ich höre das, Das ist schon was ganz anderes. das ist schon mal etwas ganz anderes und das freut mich amigs mega, wenn Leute sagen, ey, ich habe das jetzt gehört. Oder
kann ich auch drauf etwas schreiben, irgendwie so, weißt du? Voll. Ich bin letzte Woche am Let's Fets gsi. Ist das so Samstagabend gsi? Ja, voll. Ja. Let's Fets in 1 ist so, ja, dort haben halt einfach so Rockbands so halt gespielt und so. In der Reithalle in Einsiedeln. Dort habe ich für den Joris, also für Neuland, habe ich den gefüttert. Im Auftrag von NK Visions. Ja. Jetzt kommt auch etwas auf euch zu, also allgemein, aber ich habe eine Webseite gemacht. Nein, und dort habe ich eben, also meine Schwester war mit Leuten halt damals in der Klasse Kollegen gewesen, und die haben mich halt wieder erkannt, so, hey Niklas, komm doch mal zu uns. Und ich so, was wollen die eigentlich? Und also, komm, wir machen das Foto, Fanselfie, Schweizerdeutsch, wir hören jede Folge. Ich so, nicht. Also, doch. Also, ja, easy. Und dann, aber weißt du, so ein Moment, so, wenn jemand so sagt, hey, wir hören deinen Podcast. Allgemein, wenn mich jemand auf den Podcast anspricht, so, hey, ich habe den letztens gelesen und das ist voll lustig und so. Es pusht einfach voll. Ja. Es pusht einfach voll. Ich kann gerade eine Story erzählen von letzten Sonntag in Luzern. Geil. Aber ich glaube, das musst du erzählen, weil ich bin da nicht so deep. Also, wir sind letzte Woche in Luzern, sind wir essen. Einfach das Nachtessen oder so. Also California Luzern heisst das. Sind so Burger essen und dann laufen wir in Luzern so, Rico und ich, umeinander. Und nachher spricht mich so ein random Typ an. Also zuerst habe ich gedacht, er redet irgendwie er hat einfach Kopfhörer angehabt. Ja, ich habe er telefoniert, oder? Und dann so, hey, Niklas. Ich so, wieso weißt du meinen Namen? Und dann so, du schaffst doch mit dem Tim zusammen. Und du bist doch der von TikTok. Ich so, ja, beides stimmt, ja. Hey, sorry, ich bin der Janik. Schau, das geht raus, Janik. Und nachher so, wieso hast du mich erkannt? So, ja, TikTok, Instagram. Also, das kommt die Story. Janik, also, der Tim, ja, er ist immer noch nicht im Podcast gewesen, aber ihr wisst vielleicht schon, wer der Tim ist. So Arbeitskollege von dir. Arbeitskollege von mir. Der hat, ich glaube, die sind zusammen in die Schule gegangen, soweit ich weiß. Ja, ich bin einmal so zweimal mit denen im Discord halt drin gewesen. Was haben wir gespielt? Wie hat das Spiel geheißen? Ist so ein Industriespiel gewesen, wo du so Maschinen baust und so. Nicht Scrap Mechanic, egal. Irgendein Spiel halt, wo du halt Maschinen musst bauen und so. Und er war halt auch im Discord gewesen. Ja. So für 2-3 Stunden. Wir haben das mit Kamera nie gesehen, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Kamera eingeschaltet habe, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe nie gesehen, wie der Typ eigentlich aussieht. Nie, ich weiß es einfach nicht mehr, oder? Und dann erkannte er mich einfach durch TikTok, durch Schweizerdeutsch. Ja. Und das war so gewesen, Alter. Das ist schon krass. Klar, es war jetzt nicht so ein Fan-Moment gewesen, so, aber es ist so, trotzdem so, du erwartest es nicht, dass sich einfach so plötzlich jemand in Luzern so erkannt. Klar, ich habe mit dem vielleicht 2 Stunden so geredet, so, aber nie wieder etwas gesehen und so. Und dann, ja, haben wir uns kurz unterhalten, das war lustig gewesen. Er ist ins Gym, wir sind high. Ja. Und das ist halt so, das passiert in letzter Zeit jetzt einfach immer öfters, dass du angesprochen wirst von Leuten, wo du nicht denkst, hey, ich habe dich auf TikTok gesehen, hure lustig. Ja. Ich habe jetzt gerade, letztes hat mir das der Janik erzählt, mein kleiner Bruder. Er hat auch mit so Leuten geredet, nachher haben sie ihn so gefragt, ist dein Bruder der Rico von, also weißt du, keine Ahnung, ich hoffe, es klingt jetzt nicht irgendwie abgehoben oder so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die famsten Leute auf Erden sind. Überhaupt nicht, Bro. Überhaupt nicht. Wenn 150 Follower auf Instagram nach einem halben Jahr hast eigentlich Quote ist, das ist nicht erwartet. Egal, aber nein. Es ist halt einfach so, kann ich jetzt hier im Umkreis, kann ich. Also du wirst einfach viel mehr angesprochen. Also so vor allem von Leuten, wo du denkst, Alter, die kommen aus dem hintersten Loch, die kennst du zwar, aber plötzlich kommen die einfach wieder, hey, voll geil, was sie machen. Ja. So, das ist das. Und das pusht halt einfach. Es ist einfach ein voll, Aufruf. Voll. Hey, wenn ihr etwas macht es. Ihr werdet sehen, es werden Leute geben, die es nicht so cool finden. Ja. Aber es werden auch ganz viele Leute geben, so, wo ich dann einfach sage, ey, mach weiter, das ist so cool. Ist cool. Oder? Ja. Und darum, ich denke mal, hey, das ist sicher ein wichtiges Thema. Weil hey, zieht
klar, Hate zieht viel mehr ab. Also ein Hate-Kommentar, also wenn du einen Hate-Kommentar in 10 positive Kommentare hast. Du fokussierst dich nur auf den schlechten Kommentar. Ja, genau. Und das ist eben das, was. Ne? Und ich denke, über das muss man. Aber da musst du halt immer in Relation setzen zum Guten, weißt du? Genau. Aber das ist jetzt ein Kommentar, den wir hatten. Ja. Ich weiß nicht. Ja, es ist jetzt schon 2-3 Mal vorher irgendwie so etwas. Aber Juckt mich auch nicht eigentlich. Also wirklich, das ist jetzt nur ein Beispiel voll. mit dem Kommentar. Darum, ich möchte eigentlich wirklich im Allgemeinen ein bisschen reden, aber man muss sich so ein bisschen wie eine eigene Strategie bilden, wie geht man mit so Zeug um. Bei mir war es eben so, ey, du den Satz einfach ein bisschen ausbauen und nachher die Frage stellen, so, ist das wirklich so? Zum Beispiel eben das mit dem Vorbereiten. Nicht jeder muss einen Podcast haben, wenn es nicht vorbereitet ist, aber es ist vorbereitet. Es ist alles vorbereitet gemacht. Oder? Darum, das ist schon für mich wieder eine Stärke, so Plus-Argument. Oder? Und dann gibt es Leute wie dich, die sagen, ja, scheiß drauf. Wir einfach probieren, wenn es konstruktive Kritik ist, klar, dann geht man drauf ein und dann leitet man sich etwas und verbessert es dann auch. Aber wenn es einfach ist, ja, das ist scheiße, ja, dann da, wirklich. Was ich mich halt frage, jetzt nicht auf uns bezogen, allgemein, wenn ich zum Beispiel Leute sehe, die keine Ahnung, irgendwie unter einem Fußball, wenn ein Fußballer Scheiße spielt, oder? Angenommen. Und nachher in den Kommentaren Sonny out. Ja, weißt du, richtig basht wird, weißt du? Company out. Und richtig, weißt du, Herzzeug schreiben zum Teil. Man kennt ja die Geschichte irgendwie von Morddrohungen oder so. Ich frage mich dann immer so, was das für Leute sind im Hintergrund, dass die so, ich weiß nicht mehr, wie man das sagt, aber so, keine Ahnung, so Sachen schreiben und sich dann quasi, weißt, hinter einer Internetfassade quasi verstecken. Meistens sind sie nicht mal das Profilbild oder irgendwie ein Name irgendwie. Das finde ich aber auch immer so lustig. Keine Ahnung. Da schreibt irgendwie so ein 13-Jähriger dann, hey, hab mal die Fresse, du bist voll scheiße und so. Und dann gehst du schauen, eben, heißt irgendwie Kevin, sorry, alle Kevins, Jeffrey, sorry. Ja, meistens ist nicht mal ein Name drin, irgendwie so Planet Boy 35 oder so irgendetwas, keine Ahnung. Ja, voll. Weißt du? Und dann so Geburtsdatum 2007 und dann denkst du so, also weißt du, so im Namen sind eben so Planet Master, Ja. 1.2.2008. Ja. Und dann denkst du so, ja, von dem der hätte jetzt einen Hate-Kommentar geschrieben und der will dir jetzt sagen, dass du scheiße bist und der hätte es nicht mehr probiert, so weißt du. Dann denkst du so, klar, es gibt sicher auch Leute, so 30-Jährige, die dann schreiben, ey, Hurenplunder. Das finde ich dann nur schlimmer, wenn es erwachsene Leute sind, wo... Die checken die Vision nicht. Checken einfach die Vision nicht. Also weißt du, es ist jedem sein gutes Recht, da irgendetwas zu kommentieren. Voll. Was machst du jetzt so? Ich sehe, wie Schneewa. Du hast Bock auf Prost, Schneewa. ja. Schneewa ist Prost. cool. Nein, das finde ich dann fast nur schlimm. Weißt du, wenn es so wirklich erwachsene Männer, Frauen sind, die mit beiden Beinen im Leben stehen und dann nichts Besseres zu tun haben, als im Internet Leute runterzumachen, die irgendetwas probieren, weißt du? Das finde ich fast noch schlimmer. Wenn es kleine Kinder sind, ja, sind noch Kinder so, weißt du? Ja, voll. In dem Sinn. Flip. Ja, gescheitert. Ja, aber es ist ja so. Es ist definitiv so. Ich finde einfach, konstruktive Kritik kann man ernst nehmen. Ja, alles andere. Das musst du auch ernst nehmen, weißt? Wenn es wirklich konstruktiv ist und jemand sagt, ey, ich finde, das kann man besser machen, ich habe jetzt das nicht so cool gefunden, weißt du, dann probierst du es auch anzuwenden in dem Sinn. Voll. Aber am Schluss ist, ich weiß nicht, hast du das, es gibt ja auch Extrembeispiele von Hate. Zum Beispiel, was jetzt gerade eigentlich brandaktuell ist, also gut, jetzt schon Wochen her so, also hast du das Tanzverbot-Thema mitbekommen? Ja, so ganz am Rand irgendwie, also du hast mir ein bisschen erzählt, aber ich habe jetzt nie irgendwie Videos darüber geschaut. Oder Ja so. gut, das ist vielleicht auch nicht gerade deine Bubble, so was dich interessiert, aber Tanzverbot kennst Ja, der YouTuber da. der Streamer, also. Und er ist ja immer wieder mal so, also Skandal nicht, aber du merkst auch bei ihm einfach immer, wenn er keinen Ausweg mehr sieht in seinem Leben, dann macht er es öffentlich und nutzt seine Reichweite und nachher fickt er alle. Ja. Also wirklich. Und er hat halt eine Freundin gehabt. Und ich weiß nicht, kennst du Adam Skyline TV? Der, der immer die IRL-Streams macht für Schnossi oder so. Und er hat eine Freundin gehabt und anscheinend ist sie mit ihm während der Beziehung, also so betrogen irgendwie. Ja. Und Tanzverbot hat da wirklich ein Beispiel gebracht und alles. Und
Ne, so wirklich mehrere Stunden lang darüber diskutiert, ein YouTube-Video gemacht. Ja. Und jetzt, wenn du jetzt auf die Insta-Kommentare gehst, so der Lola, also seine Ex, Alter, das ist so eine Welle, die jetzt auf ihn geht. Und es werden so viele Memes gerade erstellt, vor allem auch Adam, das schadet ja auch Adam. Also für die Leute, die Skyline Adam TV nicht kennen, das ist einfach so ein Stream, beziehungsweise er ist so quasi einer von der grössten, wenn nicht überhaupt der grösste IRL-Streamer. Also er ist eigentlich so ein Dienstleister, der IRL-Streams anbietet und managt mit seinem Team. Wo dann Influencer buchen, zum Beispiel, er hat, ich weiß nicht, das Monte Gamescom Event damals, oder wo der Monte mit Mark Gebauer also Aha, ja, rumgelaufen das habe ich ist. gesehen, Das haben die zusammen gemacht. Also Adam ist hinter dem ganzen Team gewesen und so. Die haben geschaut, dass der Livestream läuft, oder? Mit dem haben sie halt Geld gemacht. Jetzt langsam haben sie sich halt auch selber so einen Markenweg aufgebaut. Ja. So, und das schadet halt so einem Adam halt auch mega. Klar, So. ja. Das ist jetzt einfach so der grösste Ding. Einfach so, einfach bummst worden vom Tanzi, oder? Klar, es wird wahrscheinlich beim Adam nicht so groß gemacht, weil er eben der grösste ist. So, da halten sich halt noch viele Streamer so raus, weil sie es trotzdem gut mit ihm haben. Ja. Aber also eigentlich boykottieren jetzt nur viel, oder? So. Und das ist aber so ein Extrembeispiel. So, wenn ein andere, sagen wir groß, wenn wir jetzt 100'000 Abonnenten hätten. Ja. Und wir würden jetzt ein Statement gegen den Joris machen. Weißt du, wie viele Leute würden mitziehen und einfach am Joris sagen, Ja, Alter, du bist ja, ein klar. Spast. Gut, das ist er aber... Schau, das geht aus am Joris. So, weißt du... Immer der Käse tut dort hin. Der Käsemensch, Mann. So, aber, weißt du, was ich meine? Du musst halt so... Du musst nicht... Hate von Zuschauern ist die eine Sache, aber du musst halt auch als Creator aufpassen, was du sagst. Voll. Das ist jetzt eine andere Art von Hate, aber ja, trotzdem. Das ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Manipulation von deinen Followern in dem Sinn, weißt du? Ja, aber Ob es dann Ja. berechtigt ist oder nicht, das entscheidet weiss der ich nur Follower. dann, das weiss ich nur dann, der es betrifft in dem Sinn, also Ja, der voll. Streamer oder YouTuber in dem Fall. Aber die Zuschauer können sich halt das Bild machen und ja, klar, sowieso private Sachen in den Alltag bringen. Gut, wir erzählen faktisch vieles über unseren Alltag. Ja. Aber so die Details erzählen wir ja nicht. Oder? Also so was jetzt, gerade Ja. wenn wir einen Streit haben oder so, das wird nicht... Gut, können wir ja schon mal machen, so von streitender Kamera streiten. Streitende Kamera. Diss-Track Battle. Das ist schon witzig. Jeder hat einen Diss-Track raus gegen den anderen. Ah, du hast schon lange... Habe ich ja schon mal... Kennt ihr den Suno AI? Ah, mit Digger. Ich habe mal mit Suno AI... Suno AI ist so ein KI generieren. Kannst so KI-Lieder generieren. Dann habe ich mal so um 11 Uhr am Abend so im Bett habe ich so gedacht, komm, ich probiere das mal aus. Ja. Habe ich ihm so gesagt, Liedthema oder Lied-Ding, Genre, aggressives Deutschrap. Und Thema Diss-Track gegen Rico seine lange Nase. Und Also was, immer meine und Nase was dort so- rausgekommen ist, ach du Heilige. Das ist krass. Nase hat anscheinend eine eigene Postleitzahl. Flugzeuge landen drauf. Das ist verrückt. Ein eigenes Protokoll. Und das hat halt der AI alles selber Ich gemacht. finde das so krass. Ja. Das ist so crazy. Ich habe mich so totgelacht. Ich habe das erst mal dem Jeffrey geschickt, der ist schon totgelacht. Nachher so eine Woche später, ich habe es eigentlich so im Podcast sagen, aber so gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht bringen, es ist zu asozial. Als sie dann im Auto zeigt. Ja. Und wir haben das beide totgelacht, weil das einfach so gut war. Das ist wirklich... Was kann ich heutzutage kann, ist einfach so krass. Und auf das kommt ja auch noch dazu zum Hate. Da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt so. Hate-Kommentar von Bots oder KI. Ja. Das kann auch manipulieren. Also Ja, so, voll. dass einfach so irgendjemand einen Bot programmiert, der immer vielleicht den Content anschaut und basierend auf den Content, also könnte safe möglich sein irgendwann, oder vielleicht ist es auch schon möglich. Das ist fix schon möglich. Ja. Ja, dass die KI quasi schaut, wie sie sich am besten kann treffen jetzt in dem Reel. Ja. Um dich zu schädigen. Und das Ja. wird safe gehen. Das sind halt einfach dann die Nix-Gönner. Die haben nichts davon. Aber Ja. trotzdem sehen sie, ey, die haben jetzt aufgehört, weil ich hure viel Hate-Kommentare geschrieben habe.
Gibt es Ja. sicher so Fälle. Es gibt sicher Leute, die das irgendwie voll. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber was voll geil finden, wenn die jemanden in den Boden ringen irgendwie, weißt du? Ja. Aber So, also ich check den Drive dahinter so nicht. So ab und zu würde ich es schon machen. Nein. Nein. Aber. Nein, es gibt kein Aber. Ja, also aber ich Ja. verstehe jetzt, also allgemein bei allem, ich verstehe sinnlose Hate sowieso Wenn ich einen nicht. Kommentar schreibe, wo ich irgendwie hate, dann mache ich es lustig. Ja, in den meisten Fällen ist es so, weißt du? Und dann schreibe ich meistens auch in Klammern Spaß. Ja, ja. Ja. Wenn ich überhaupt was schreibe. Aber ja, nein. Voll. Hast du sonst irgendein Beispiel? Allgemein jetzt Hate, oder was? Ja, Hate so. Aber dass man halt auch als Creator muss aufpassen, KI. Was gibt es sonst noch? Nein, eigentlich ist vieles gesagt worden. Eigentlich ist praktisch alles gesagt, ja. Ja, falls ihr einen Hate-Kommentar gegen uns habt, Schreiben jetzt in die Kommentare. schreibt jetzt in den Kommentar. Wir wollen die bei 100. Nein, Wir wollen 100 Hate-Kommentare unter dem nächsten TikTok. voll. Ah, ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Aber Ja. dann gibt es eben noch Plattformen unterschiedlich. Du musst, also Voll. wenn du aber zum Beispiel jetzt ein Tanzverbot, der hat eine Reichweite, das ist ja unglaublich. Instagram, TikTok, gefühlt überall. Wenn du jetzt, also ich habe jetzt nicht verglichen, aber jetzt aber bei unserem Reel, denke ich mir so, TikTok ist viel die aggressivere Plattform, was so Hate-Kommentare, allgemein Kommentare, muss nicht unbedingt Hate-Kommentar sein. Voll. Also auf TikTok kommentiere ich bin auch mittlerweile ein Kommentierer geworden, Schon. muss ich ehrlich sagen, ich kommentiere sehr viele Sachen, bekomme dazu auch viele Likes über, so, das pusht mich dann auch weiterzumachen, Ja. weil ich merke, hey, andere Leute teilen meine Meinung. Oder? Also weißt, ich tue jetzt nicht irgendwie unter einem politischen Thema irgendetwas, aber weißt du, Ja. ich habe zum Beispiel so einen Malle-Post gesehen, wo so steht, ja, perfekte Alltag, ja, am Morgen zum Morgen im Hotel vom 10 bis am 11, da fängt es bei mir schon an, Alter. Frühstück ist am 11 im Megapark, weil da gibt es Freibier. So Zeug kommentiere ich, oder? Ja. Ich sehe so 120 Likes, oder? Das ist so geil. Oder? Aber was soll ich sagen? Ach fuck, ich kann irgendetwas sagen jetzt. Zum Thema Kommentieren. Ja, das Plattformunterschied. Ah ja, genau. Aber so auf TikTok tust du das viel mehr, weil einfach die Community ist viel offener. Ja. Also die Plattform ist auch viel offener, aber halt auch, wenn du dann zu offen bist, kann es halt voll in die falsche Richtung gehen. Und da muss man auch so ein bisschen manchmal aufpassen. Bei Instagram ist es nicht so krass. Das ist eher so, Instagram ist eher politisch ein bisschen, sagen wir mal, sozialer und so. Ich glaube, das Krasseste Höflicher. ist Twitter. Gut, Twitter nehme ich eh nicht mehr. Also Ja, nein, logisch X. nicht mehr, aber ich glaube, dort ist, was Toxic anbelangt, das ist, ich glaube, dort schon am krassesten. Oder Reddit. Reddit, muss ich sagen, ist so am diebsten. Also dort sind die das ist eine Diskussionsplattform. Ja, ja. Reddit finde ich eigentlich noch voll interessant, ab und zu mal, einfach so zum Lesen. Ich bin auch gar nicht auf Reddit unterwegs, das ist einfach so ein... Ich habe schon, ich habe, gut, auch wieder wegen Memes. ich folge einem Subreddit. Deutsche Rentner zeigen auf irgendetwas. Und da siehst du einfach so einen Rentner, der irgendwie auf das Schild zeigt oder auf die Zeitung oder auf das Auto. Das ist einfach so ein Bild von einem Rentner. Das ist so Dinge, Oder Subreddit Recycling. Da tun sich dann wirklich so Leute so fragen, ja, wo tue ich Babybellwachs am besten recyceln oder wegrühren, entsorgen. Oh mein Gott. Aber das mit den Rentner, die auf Sachen zeigen, das ist schon tough. Ich muss mal schon schauen, finde ich noch so. Nachher zeigt so ein Rentner auf kann ich die Wand und nachher steht so, Rentner zeigt auf Wand. Das ist der ganze Ja, Inhalt von dem Subreddit. ja, ich suche das jetzt. Gut, der Niklas vielleicht jetzt Rentner zeigen auf Dinge heisst das Subreddit. Klar, ich tue auch anderes Zeug. Ich habe jetzt zum Beispiel auch FX3, weil manchmal finde ich es noch spannend, was über meine Kamera so diskutiert wird. So, zum Beispiel um Rauschen besser zu vermindern oder all so Zeug. Einfach zum so Tipps holen oder so. Ja, voll. Was? Warte, wenn ich das nur schon wieder lese. Die Rentner zeigen auf selbstgebastelten Fahrradwegweiser. Genau. Und dann einfach so. Und dann siehst du in den Kommentaren halt. Oh Gott.
Wissen die, dass das verboten ist? Ich meine, was, wenn das Schild von der DIN-Norm abweicht, falsch beschichtet und eventuell sogar nicht genehmigt ist? 130 Likes. Das ist krass. Danach Rentner zeigt auf Vor allem die Haftbefehl. DIN-Norm. Das ist so gut. Oder Rentner zeigen auf ein Stück Rohr. Das ist so gut. Das ist wirklich Brainrot. Wolfgang zeigt auf Loch im Putz. Oh mein Gott. Alter. Monika zeigt auf nicht vorhandenes Glasfaser. Oh mein Gott. Das ist wirklich... Der Rentner zeigt auf Rentner-Dinge. Teletext. Auf Rentner-Dinge. Ja. Teletext, aber auch top. Es gibt eine App im Fall, die heißt Teletext. Da kannst du, das ist eine News-App, wo aber auf Teletext basiert. Heißt, du kannst schon wie Fernsehsender halt. Ja. Teletext wird ja immer noch angeboten teilweise. Ja. Und du kannst einfach so SRF, Teletext auf dem Handy mal lesen. Das ist so gut. So, was gibt es so schnell für Ding? Wie heißt das? Recycling ist auch gut. Warte. Recycling. Auf Reddit gibt es sicher auch viele so Verschwörungsserien. Ja. Zeug. Könnte ich mir vorstellen. Der gute alte Tube Niklas. Ja, Birds aren't real kann ich gut. Birds aren't real. Das ist ein super Subreddit. Das ist krass. Der Folge bei der way auch. Muss schnell schauen, was folge ich alles so. Aber bin ich das Arschloch? Ist das auch so etwas? Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Ja, das müssen wir mal wieder machen. Mhm. Stimmt, Subreddit OnlyFans, ne? Das sind nicht OnlyFans-Models oder so, sondern das sind einfach Fans, also OnlyFans. Lüfter. Nur Lüfter. Geh mal drauf. Ich muss schon schauen, ob ich das wirklich zeigen darf, ob das wirklich so ist. Hey, das Internet ist so katastrophal. Ob das wirklich so ist, am Schluss. Ja, am Schluss habe ich mich selber ins Bein geschossen, aber ich meinte, es ist wirklich das. Darum folge ich dem da. We are a community dedicated to pictures and discussions about fans of the air-moving variety and not pornography. Aber wieso ladet es jetzt nicht? OnlyFans, Mann. Ich möchte so einen Fan zeigen, weil das ist schon geil. Nur schon das Profilbild. Einfach so ein Lüfter. 500'000 Mitglieder. Das ist krass. Das Internet ist zu schlecht. Jetzt hat etwas im Auge. Ja, ist nicht gut. Jetzt ist es raus. Ja, ich könnte euch das ja mal selber anschauen. Ja. Das Internet ist für mich jetzt schon schwach, warum auch immer. Vielleicht muss ich den einmal schließen. Komm, ich möchte ein Fan möchte ich jetzt sehen. iFan. Ja. Und dann ist es auch so Videos, wo... Da, R/Mülltrennung. Das Glas, wohin? Aber ich habe letztens so Da eine. wird diskutiert, wo man so braunes Glas muss entsorgen zum Beispiel. Jetzt, wo Ostern vorbei ist, wohin mit dem Babybellwachs? 45 Kommentare. Und dann noch so das Bild. Vom Babybellwachs. Ja, das ist schon nasty, aber. Warte. Zeig's nicht, bitte. Also es geht. Aber du denkst trotzdem so. Wenn es laden würde, Mann. Im Sommer wird das hier das Projekt, dass wir hier einen Access Point installieren. Das wäre krass. Voll. Was hast du jetzt gesehen? Was ist das? Babybellwachs. Nostrasse. Kommentar. Babybellwachs. Kommentar drunter. Was geht bei dieser Gruppe ab? Kann mir bitte jemand sagen, dass die KI generiert ist? Weißt du, es gibt wirklich Leute, die das ernst meinen. Das ist tough. Doch rein und anzünden oder fürs nächste Osterfest aufheben. Eine Osterhasskerze wäre aber schon mal etwas. Ja, das ist so. Imagine. Gehört der Teebeutel in den Biomüll? Teeinhalt oder Papiermüll? Das ist so krass. Also was r/fan. Wo immer. Jetzt meinst du, jetzt läuft's. Jetzt ist besser, ja, wo immer. Bei OnlyFans. Da.
Got a little fan on fan action at work last night. Komm jetzt. Ja, das Internet ist nicht so super, ja. Nein, hier unten ist schlecht. R/Fan. Onlyfans. Onlyfans. Das ist verrückt. Oh Mann, ey. Ja, ich könnte euch da mal selber ein Bild machen. 55 Minuten, Alter. wenn wir das Spiel verschieben. Ich denke, so, das ist Ja, das ist wieder zu lang. Ja. Wir haben die Idee gehabt, dass wir vielleicht das Spiel machen, ein Ja, Nein, nicht Challenge, dass wir das nicht sagen. Aber es ist vielleicht dann jetzt mal etwas fürs nächste Mal. Ja, voll. Nehmen wir jetzt schon lange auf. Voll. Aber ich glaube trotzdem eine recht interessante Folge. Ich denke es auch, ja, voll. Ja, sonst nächste Woche machen wir das sonst. Und dann wir die Idee noch ein bisschen besser ausbauen. Wir haben eigentlich eine coole Idee gehabt noch, aber das ist alles nächste Woche. Ja. Ja. Rico, Empfehlung von der Woche? Boah, Empfehlung von der Woche. Let me think. Empfehlung von der Woche. Gehen Pedalo fahren, wenn es warm ist. Ja, ist cool. Auf dem Zürichsee. Das ist ist wirklich geil. Ja. Zwar nur eine Stunde sind wir gewesen. Ich weiß nicht, ob man länger kann. Kann man schon Aber das ist wirklich... 30 Stutz für 1 Stunde und wenn du das 5. bist oder das 4., nur schon das 3., jeder 10 Stutz. Ja. Es war zwar da noch April gewesen, aber ich habe mich wirklich gefühlt, als wären wir im Juli. Ja, wirklich. Ja. Voll. Ja, ist cool, ja. Also gehen Pedalo fahren. Lohnt sich. Gehen Pedalo fahren. Gehen an eine Schlagerparty? Wir haben dann eine Schlagerparty. Nein. Schwierig. Trinken Del Toni, aber das kennen die schon. Mhm. Ich habe mir überlegt, was du könntest nehmen. Jetzt hat er es. Vielleicht auch nicht. Doch. Wenn ihr mal keinen Bock habt auf ein Konzert, wo vor allem von einem Künstler, wo ihr denkt, nee, geht trotzdem. Macht es einfach. Weil es gibt Fälle, jetzt zum Beispiel beim Tyler, klar, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr Tyler hören durch das, weil es einfach wirklich nicht mein Geschmack ist. Aber ihr könnt so eigentlich so ein bisschen euren Musikbereich erweitern, ihr Verständnis für Musik. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt das Jahr die meisten Konzerte sind sowieso spontan bei mir gewesen. Aber zum Beispiel UFO habe ich jetzt nie gehört früher. Seit wir am Konzert sind, höre ich UFO. Ja. So, weißt du, was ich meine? Weil ich jetzt auch cool finde, so, weißt du. Yeah. Vorher denkt man so, ja, UFO, die reden alle drüber, ich möchte jetzt nicht Mainstream sein und voll mitgehen, oder? So, ich bin nie so gewesen. Auch, wo Squid Game rausgekommen ist, ich habe das bis jetzt noch nicht geschaut. So. Aber eben, UFO, genau so, als Culture Candela höre ich jetzt auch mehr, weil ich am Konzert bin. Oder, wo sind wir sonst noch gewesen? In welchem Konzert? Bones habe ich immer so ab und zu mal gehört, so, weißt, aber seit ich am Konzert bin, höre ich ihn auch viel mehr. Darum, wenn ich so denke, ey, yo, der Künstler gefällt mir jetzt zwar nicht, aber er hat trotzdem anscheinend ein paar Banger, trotzdem, ihr werdet immer mehr Lieder nachher wieder haben für euch, wo ich denke, ey, das ist cool. Ja. Ich gehe jetzt auch wieder als Pascha im Konzert. Pascha finde ich auch cool in dem Sinn so, aber ich kann halt die Lieder auch nicht so krass. Gut, ich kann schon ein paar. So Sommergewitter, klar, das ist das bekannteste, oder Air Berlin oder weiss nicht was. Aber du erweiterst einfach durch Konzert so dein Know-how über die ganze Musik. Merke ich einfach so, vor allem bei euch. So, ich merke immer mehr, ich kann immer mehr mitreden, wenn es um die Musik geht am Anfang. Wirklich kein Plan, was ihr abends geschnurrt habt für Lieder, was die so droppt haben mittlerweile. Schickt mit Liv Sachen, ey, Rin droppt. Früher, so vor einem halben Jahr, hätte ich gesagt, wer ist Rin? Wer ist Rin, ist krass. Ja, ich habe den nicht gekannt, vor dem Rap City. So, weißt du. Darum, ja. Geht an Konzert, wo ihr noch nicht so, von Leuten, die ihr noch nicht so kennt. Das erweitert einfach euren Horizont komplett. Und gehen trotzdem an eine Schlagerparty, das ist immer lustig.
In diesem Ja. Sinne. In diesem Sinne. Rico, wir haben die 1 Stunde erreicht. Ui. Letztes Wort. Ja, danke vielmals, dass ihr euch angehört habt. Und dann sehen wir sich nächste Woche wieder, würde ich sagen, oder? Genau, mit Ja, nein, nicht Ad-Challenge. Und. Oh nein, die Woche haben wir keinen Gast, stimmt? Wir haben einen Gast die Woche. Ja. Ja, vielleicht nächste Woche mit Gast. Mal schauen. Mal schauen. Wir nehmen es vorzu. Wir nehmen es vorzu. In diesem Sinne. Einfach Peace, ciao, ciao. Schöne, ciao, tschüss.